wir erleben gerade alle gemeinsam eine herausfordernde Zeit für unser Land, für die Europäische Union und für weite Teile der Welt darüber hinaus. Er redet wie so ein Vögelchen, das so Körner aufpickt. Extreme Anstrengung für viele von ihnen ist das soziale Leben auf einem Liebe Grüße übrigens von Viktoria. Oh, danke, liebe Grüße zurück. Wie geht's dir? Ach, ganz gut eigentlich. Muss mal wieder vorbeikommen in der WG. Ja, voll gerne. Geht es klar? Also, ach so, ja, keine Ahnung. Meinst du, die kontrollieren sowas eigentlich? keine Ahnung. Aber ist das ja ein Haushalt plus eins oder was? Kann ich ja mit dem Zugsbürger. Kann man ja sagen, ja. Warum nicht? Wohnungsbesichtigung. Aber läuft gut. Ja, läuft gut. Ich bin voll froh, dass sie wieder da ist. Ja. Mann, Alter, kann dieser Lockdown aufhören? Ich will nicht mehr. Aber ich kann auch langsam nicht Ich mehr. will nicht mehr. Warum, der nervt nicht so. Nervt nicht. Wieder auch guckt. Das sind alles Trantüten, ey. Ja. Das ist alles für, als würde man einfach nur verarscht, ey. Ich schwöre dir, das gelobt. Ich schwör's dir. Austausch, den wir fast täglich auch pflegen. Viele Menschen... Mann, nee, ich meine den das total süß. Keine Angst. Aber heuer ist noch immer alles so. Kann ich gut nicht machen. Ja, scheiß Covid. Zeit vertreiben. Tschüss! Marie? Hallo. Alexander? Ja. Schön, dass man sich so schnell trifft. Das digitale Zeitalter. Das Corona-Zeitalter. Scheiß Lockdown. Ja, dann sind wir ja auf einer Wellenlänge. Lass einen Glühwein trinken? Gerne. Was ist das eigentlich für ein Akzent, den du hast? Bist du Deutsch? Nein, ich komme aus Luxemburg. Ah, okay. Und du bist her zum Studieren? Ja. Warum? Wien ist eine beliebte Stadt. Also, es kommen viele Luxemburger hierher. Ach so. Ist das ein Grund? Und man braucht kein Numerus Clausus. Ah ja. Das macht mehr Sinn. Hast du noch einen Wein? Du hast da was. Darf ich? Hast du Kaffee?
Gehst du schon? Willst du nicht noch zum Frühstücken bleiben? Oder war gestern Abend so schrecklich? Ich dachte, du schläfst noch. Aber jetzt bist du ja wach. Ja. Jetzt bin ich wach. Also ich habe Müsli. Hast du auch Brötchen? Also so Semmel. Klar. Klingt verlockend. Was studierst du eigentlich? Geschichte. Wirklich? Sehe ich nicht so aus? Nein. Also, ja, doch. Du? Soziologie. Siehst vielleicht ein bisschen so aus. Warum sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Weil wir in Luxemburg auch Deutsch sprechen. Oft müssen. Müssen? Ja, wir sprechen 4 Sprachen in Luxemburg und die müssen wir alle 4 sprechen können. 4 Sprachen? Ja. Ich würde auch lieber nur Luxemburgisch sprechen. Ja, das klingt kompliziert. Weißt du, ich würde gerne meine Sprache sprechen und nicht Deutsch oder Französisch. Ich meine, ich spreche doch auch nur eine Sprache hier. Und wie klingt das so, deine Sprache? Das klingt so. Also eigentlich wie Deutsch. Es ist eine moselfränkische Sprachvarietät des Westmitteldeutschen. Alles klar. Was sind es eigentlich für Poster hier überall? Das sind Vereinsposter. Was für Vereine denn? Da macht man Sport oder Ausflüge oder Aktionen zu den eigenen Ansichten. Zu welchen Ansichten? Dass vielleicht die gegenwärtige Politik in eine falsche Richtung führt. In welche Richtung? Wir beschäftigen uns viel mit Europa, mit Ethnopluralismus, mit den Ideen des Volkes. Das klingt aber ziemlich... Weißt du, es gibt so einige Probleme, die werden von der Öffentlichkeit als wichtig angesehen. Wie der Klimawandel. Ja, richtig. Ja. Wie der Klimawandel oder irgendwelche Kriege in Ländern, mit denen wir nichts zu tun haben. Die Entgrenzung unserer eigenen Herkunft, das steht nicht im Mittelpunkt irgendwelcher Diskussionen. Und darüber sollten wir sprechen. Das ist die wahre Bedrohung unseres Abendlandes. Kriege, mit denen wir nichts zu tun haben. Was laberst du denn da? Ich meine, die werden doch nur geführt, damit wir unsere Ressourcen bunkern können. Oder unsere Waffen dahin liefern können. Siehst du? Du machst es genauso. Du grenzt genauso ab. Du sagst wir und die. Und genau das meine ich. Es gibt uns und es gibt die anderen. Und wir sollten uns nicht in die Angelegenheiten anderer einmischen. Ja, aber von was wird denn dein Abendland bedroht? Dafür musst du dir doch nur die Nachrichten angucken. Es gibt alle 2 Wochen ein neues Attentat und es sind zur Mehrzahl Ausländer. Du kannst das doch nicht so verallgemeinern. Ich meine, du musst dir doch den Kontext anschauen, in dem das passiert und warum das passiert. Die Minderheiten, die haben damit doch gar nichts zu tun. Das sind meistens eher individuelle Umstände. Was sind denn Minderheiten? Weißt du, es werden immer mehr Minderheiten gegen die sowieso kaum noch vorhandenen Mehrheitsgesellschaften in Stellung gebracht und es wird betont, wie unterdrückt sie sind. Komm, ich zeig dir was. Ich dachte, ihr verbrennt die.
Hier, falls du was zum Lesen brauchst, ist eine ganz interessante Perspektive. Darf ich? Ja, draußen bitte. Die identitäre Generation. Das klingt aber ziemlich... Ziemlich was? Ziemlich rechts. Tut es das? Ja. Und was ist daran so schlimm? Was daran so schlimm ist. Du bist doch der Geschichte studiert. Was hat das jetzt mit rechts zu tun? Rechts? Rechts hat sich noch nie bewährt. Wirklich? Und was ist mit links? Wann hat sich denn Stalin bewährt? Weißt du, wenn man immer nur dagegen ist und nie zuhört, ist auch nicht der Sinn der Sache. Rassistisch zu sein, das ist wohl auch nicht der Sinn der Sache. Das ist einfach nur ekelhaft. Wer hat denn jetzt von Rassismus gesprochen? Ethno, was auch immer. Was ist das denn bitte, wenn nicht ein intellektuelles Wort von Rassisten? Wenn man intellektuell ist, dann kann man sich auch mit etwas beschäftigen, ohne es sofort ideologisch zu belasten und zu verschreien. Und überhaupt, was ist denn bitte daran, was jetzt gerade passiert, demokratisch? Hä? Wir werden eingesperrt und niemand kann was dagegen tun. Das kann man nicht vergleichen. Natürlich kann man das. Wenn das, was das Volk denkt, unterdrückt wird, dann haben wir ein Problem. Und anstatt zu Hause rumzusitzen, würde ich lieber probieren, eine politische Lösung dafür zu finden. Ist das nicht demokratisch? Das ist schön ausgedrückt. Okay, ich will mich nicht streiten. Ich finde es schön, dass wir gemeinsam darüber sprechen können und neue Perspektiven öffnen die Welt. Und gestern war ja auch schön. Hier, du musst es ja nicht lesen. Das ist doch nur eine Masche, um mich wiederzusehen. Es gibt ja Briefkästen. Stimmt. Ich muss los. Also dann. Also dann. Du weißt ja, wo der Briefkasten steht. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, wie war dein Date? Oder wie du es nennen willst. Ist was passiert? Nein, nichts ist passiert. Also, es war nicht so schlecht. Aber? Aber, nein,
Eigentlich war alles in Ordnung. Okay. Aber die Pizzakartons räumst du weg, ja? Sex ist keine Ausrede. Mach ich.